Warum wird so ein großer Elefant alles tun, was der kleine Junge will haben, und das mit so einem kleinen Strang angebunden? Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, hier das mitteilen, was ich will mitteilen. Von der aus morgens, weil ich den Denken halten, dass du bist hier nicht allein. Wir sind hier nicht allein. Der Heilige Jesus hat versprochen, oder Gott hat versprochen, dass durch sein Jesus ist er durch alle Tage ist hier. Und wenn wir dort ein Denken holen, dort merken wir Unterschied, wenn wir nach der Kirche kommen, weil wir kommen nicht bloß nach der Kirche zum Horchen, wir kommen nach der Kirche um eine persönliche Gemeinschaft haben, erst mit Gott, mit uns Ansehen und andere damit beeinflussen. Und ich würde gleich, dass du einen Moment nimmst zum Denken, dass wenn du Gott sein Kind bist, dann ist Gott nicht bloß hier von der Band, dass du bei dir, das Andy, Kolosser sagt, dass Christus, oder wir sind mit Christus top an Gott verstärken. Und so das meint, dass wir sind verbunden mit Gott. Und dass der Gott, was Himmel ihr gemerkt hat. Und dort merken Unterschied, wenn wir so dort hier von der aus mal sagen, weil wir kommen nicht bloß um Informationen zu collecten und mehr zu lernen, wir kommen um Jesus besser kennenlernen, Gott besser kennenlernen und eine persönliche Gemeinschaft zu haben mit ihm. Galater Kapitel 4, Vers 1 heißt es dort, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Also stut in Lutjut nicht wahr damit den Joch von der Knechtschaft belosten. Gott hat uns frei gemacht. In der Anspornung ist, dass wir uns nicht sagen lassen, drei Fuß nehmen von das Joch von Sklaverei. Und das wird ich begleichen von der Morris mit uns mitzuteilen. Und ich will das nicht bloß zu ihnen sein, ich habe das was zu uns tun persönlich, ich habe das was zu dir tun. Was immer du durch ist, wo immer du dich befindest, ich habe das was deine Wort hat worden von der Morris. Ich habe das was nicht bloß das ferner Bibelvers sein, ich habe das was deine persönliche Wort hat worden mit Gott. Ich danke dir, Jesus, für hier von der wir uns sein. Ich danke dir, Jesus, für durch den Helden Jesus hier deep in unseren Horten wohnen. Und ich danke dir, dass du uns hast niemals einen Moment allein gelassen. Wir danken dir, dass du Himmel verleihst und ab ihr und abkämst und uns deine Leib du an bewiesen dass du uns leben dass als wir sind werden. Und ich danke dir, dass du kämst mit dem Sinn handeln und dass du kämst uns freisetzen. Und ich danke dir, dass du uns denken helfst, dass wir dort selber denken. Dankeschön für jemand uns von der Taub sein. Wie viele von uns haben mal als Eltern, als Eltern, was die Kinder haben? Wie viele von uns haben mal darüber befangen, dass die hatten gewisse Dinge vorgenommen, als die abwaschen deuten, was die keinmal würden tun, so als die Eltern das deuten? Wie viele von uns haben vorgenommen, dass gewisse Dinge, was die Eltern sehen, gewisse Dinge, was die Eltern deuten, die wirst du keinmal tun, wenn du ein Vater oder eine Mama sind? Ja? Wie viele von uns sind hier von der? Und die haben einmal Dinge gesagt zu ihren Kindern. Und so schwer, dass die das sehen, dann dachte ich, Schocks, das kriegt, was meine Eltern immer deuten, und ich will das nicht tun. Wie viele von uns haben mal an jene Eltern gehört, die tun, was die sein wird, und dann mit einmal catcht die du und sagst, das kriegt, was ich nicht will tun. Und du das zu deinen Kindern kriegst, zu vertellen, was deine Eltern zu dir haben. Dort, was die dir erzählen und was dich Himmel tun, das tust du nicht. Ein Teil von uns nicht. Ich glaube, hier sind keine Eltern, was du mit den anderen Kindern haben, was uns nicht täglich erlaubt haben, du werden gefangen, dass wir das getan haben zu unseren Kindern. Du erst was wir uns vergenommen haben, nicht zu tun, und keinen, wo sei wir das vergenommen haben, niemand einmal dann da wieder selber getan, unsere Kinder. Warum? Warum da wir das? Well, die Bibel sagt uns dort, wenn du Sinn in deiner Familie hast und deine Eltern gesündigt haben,
dann wirst du mit den Sinn kämpfen, die Kinder wollen mit den Sinn kämpfen, und die Großkinder wollen mit den Sinn kämpfen. Und wenn die 2 Generationen vorbei sind, dann wird es schließlich ausgestorben sein, und dann wird es alles sein, nicht? Er sind wenig Dinge, die ich glaube, und lass mich ganz klar merken, ich glaube nicht, dass so tun krafthaft an uns. Ich glaube, dass Jesus abstand von Tod oder Sterben stand ab. Ich glaube daran, dass Jesus gekommen wird, um so tun, den Kopf zu verkleiden. Und ich glaube, dass das so tun nicht krafthaft in uns bitte, wie Leute am Kraft haben in uns denken. Ich glaube daran, dass so tun bloß dort kann mit uns tun, was wir an uns denken, Leute so tun uns verlieren werden. So tun erst gleich das brauende Leben, das stellt sich so ab aus dem brauende Leben. So tun es geht zum Liehen, so tun es geht um uns Dinge verlieren. Und das sind wenig Dinge, hör ich mal her, das sind wenig Dinge, was ich glaube, so tun, so jieren wird wollen haben in dein Leben als Gott sein Kind, als dass dieses Denken, dass die Dinge, was deine Vorväter getan haben, die Damen Dinge, was deine Vorväter getan haben, und die Damen Dinge, was deine Eltern getan haben, was du tun. Ich glaube, das sind wenig Dinge, was so tun, wo alle gleichen, als dass du wirst anfangen zu denken, dass deine Blutlein als ein Teil Ungerechtigkeit, ein Teil Sinn, ein Teil Schweinheit, ein Teil Abuse, ein Teil Ungerechtigkeit, und du bist nicht bloß dort. Du bist dort, was deine Eltern getan haben. Du bist dort, was so tun wird, gleich, wenn wir das alle würden glauben. Und die Wahrheit ist, wir haben genug Schweinheit in unserer Familie, alle Band. Wir haben genug Schweinheit, wenn wir eine Generation trägen, oder 2 oder 3 oder 4 Generationen trägen. Wir haben alle genug Sinn. Wir haben alle genug Ungerechtigkeit. Das alle wegen genug Abuse. Das alle wegen genug Depression. Das alle wegen genug Schlechtes in unsere Blutlein zu sein. Dass wir können von der Seite sein, wenn ich glaube, dass ich das sein, was meine Eltern oder Väter wären, dann bin ich eine dumme Person. Dann hast du wenig Hoffnung für mich. Und weißt du, wir siegen, wir proben, durchzukommen. Und was wir von der Morgens wollen tun, ist, ich will Mut merken oder versuchen, Mut zu sprechen sein, du bist nicht dort, was deine Eltern wären. Du bist nicht dort, was in deine Blutlein geworden ist. Because wir wollen uns lernen zu denken, dass wir wollen uns lernen, frisch anzufangen oder denken, dass wir können frisch anfangen. Because wenn du damit Dinge in unserer Vergangenheit passiert sind, die sind du passiert, aber wer sei wie? Ich will das im Farge mit dir lesen, weil mir kam so viel aus, und aus so viel Mal habe ich diesen Farge gebraucht, um das bestätigen, was ich ihnen von dir sage. Wir haben nicht bloß so tun, Leuten uns die Dinge verlieren, wer wir sind. Wir haben nicht bloß so tun, Leuten die Dinge ans Identity merken, mit den Dingen, die geworden sind. Aber wir haben die Bibel gebraucht, um bestätigen, dass das wer wir sind. Nur aus Gott die Tieren geboten, zu das Volk Israel geben deit. In 2. Mose Kapitel 20, da habe ich diesen wunderbaren Vers, wo wir viele von uns Christen, uns Glaubensbekenntnisbuben gebüht haben, um uns Identity merken, um sein, wer wir sind als Menschen. Ein großer Part von dort habe ich christliche Kirchen diesen Vers gebraucht, um sein, wer wir sind. Lass mich den mal lesen. Und bloß den Kontext geben, das ist das 2. Gebot, wo Gott sagt, dass die sollen nicht ein Bild merken und das anbeten, because Gott allein ist Gott. Und nur dem, dass er das gesagt hat, sagt er das, du hängst an, und der sagt, das ist das, und das sind Gott seine Werte. 2. Mose Kapitel 20, Vers 5 in Saas. Gott sagt, ich bestruf die Fuhrers ihre Sinn, und die Kinder, aber ob die Großkinder und Urgroßkinder, und die je in mich schaffen. Das ist, was Gott sagt. Nu, ich will Hanji sagen, nicht merken, because was er hier der verteilt nicht bloß von einer Generation, der verteilt von den Fuhrers. Das ist eine Generation, der verteilt von den Kindern, das ist die 2. Generation, der verteilt von den Großkindern, der verteilt von den Urgroßkindern. Und der jetzt 4 Generation drauf, dann sagt er, Gott bestruft den Sinn von einer Generation zu der anderen Generation. Nee, das ist enorm möglich, wenn wir jung sind, nicht? Because wenn unsere Eltern Arbeit tun, dann haben wir auch, dann wollen wir bloß Arbeit tun, nicht? Ich will irgendwann sagen, die Hängewaschen durch. Aber das ist der Weg von Denken, was wir einmal haben. Das ist der Weg von Denken, was wir einmal in christlichen Circles haben, ans Theology merken, gesagt, das ist wer wir sind als Christen. Because Gott sagt hier, dass der bestrufte Sinn
Von der ersten bis der zweiten, bis der dritten, bis der vierten Generation. Right? Und das sagt es uns. Und hier ist keiner uitgebleven. Weet je warum hier keiner uitgebleven ist? Wenn er sagt, das passiert today, wenn du gegen Gott schaffen. Und die Wahrheit ist, du bist noch niemals wer auf dieser Welt gewesen, wer du nicht gegen Gott geschafft hast. Hier ist noch keinmal eins, wo ein normaler Mensch gewesen, ich immer oder von dir, wo du nicht einen oder anderen Weg gegen Gott geschafft hast. So wir sind alle in das Package band. Und dort meint, dass wenn unsere Eltern gesündigt haben, und wo wir auch den Sinn wieder leben, und unsere Kinder und Großkinder waren auch. Und wir als Christen, wir glauben das. Wir als Christen, wir glauben das, because es sagt es uns dort. Nu kann ich Ihnen den Trouble wiesen, wo du kämpfen, wie sie das denken dann. Wenn wir denken, dass das uns Destiny, wenn wir denken, dass das ist bloß bestimmt für uns, dann geht du auch nicht mehr zu tun. Because wer will mal sein, dass meine Urgroßeltern haben einen Sinn, was immer die getan haben, die haben irgendwas Schlechtes in eine Familie hineingebracht, nu haben meine Großvater getan, nu haben meine Eltern getan, ich bin nu die vierte Generation, und nu wird das abhören von hier wieder. Aber wo wir nicht denken, dass man von das eine Ding können abhören in 4 Generationen wieder, wir haben 10 und 20 und 40 und 60 nie Sinn hineingebracht in all diese Generationen, wo nachher wird das abhören? Wenn das uns Weg von Denken ist, wir sind doomed, du hast keinen Weg, um das zu fixen. Und weißt du, warum das du bist? Weißt du, warum Gott das sieht? Because die Geboten, die wir gegeben und die Gesetze im Alten Testament, wie gegeben, um zu den Menschen sein, das schafft nicht. Und ich will Ihnen sagen, das hier. Das Alte Testament, das Alte Gesetz, wie gegeben, um zu den Menschen sein, die sind arg. Das Gesetz wird um den Menschen wiesen, dass sie leben, das schafft nicht. Das Gesetz wird um den Menschen, immer wenn die das Gesetz lesen, dass wir du haben gesagt, dass die Menschen können sein, das schafft nicht. Die leben arg. Und je ferner die das Gesetz lesen, je ferner wirst du bloß sein, dass wir sind arg, wir leben arg. Und das Gesetz, sagt die Bibel selbst im Neuen Testament, das Gesetz kann kein Mensch reich vor dich merken für Gott. Das kann kein Mensch fixen, das seht die bloß, dass du wirst arg. Die los das Gesetz, dann seht das Gesetz bloß, dass du bist arg. Aber das Gesetz steht nach ein Ding, und das ist das beste Ding, wo das Gesetz steht, und das weiß nur in eine bessere Zeit, in ein besseres Leben, wo das actually können schaffen, in das ganze Alte Testament, das weiß bloß noch ein Ding, das ist nicht Jesus, wo der Hauptding ist. Und Jesus, by the way, die wissen uns nicht bloß, dass wir arg sind, die kämpfen uns hier reich merken für Gott. Das wurde Jesus genannt, das ist die Erfüllung von dem Gesetz. Das Gesetz sagt uns, das schafft nicht. Aber Jesus sieht nicht bloß zu uns, das schafft nicht. Jesus sieht zu uns, ich werde merken schaffen. Jesus kommt zum Dinge merken schaffen. Aber wenn wir das Weg von Denken haben, wir sind bloß in Trouble. Wir sind bloß in Trouble, because wir nehmen das aus einer Theologie, um von der in uns Leben zu merken, wo Jesus ist gekommen, nicht bloß uns das Gesetz wiesen, aber ein eng merken von das Gesetz, das Römer sagt, in das Gesetz erfüllen, und dann du anstehen für uns, für Gott. Aber wir bringen diese Theologie in unsere Zeit, in unsere Welt, für unsere Familien, für unsere Kirchen an. Und wir glauben, dass das bloß uns Destiny, wir glauben, dass das bloß ist das Sold. Die Dinge, die die Großeltern getan haben, die waren die Eltern tun, und die waren die tun, und die waren die Kinder tun. Und das macht bloß mit der Zeit uitschulen. Und ich weiß, wir sind gleich so damals dort, und wir sind einmal, na dann hakt dich hier auf und merkt mal eng damit, dass das nicht wieder geht. Aber nur diesen Falsch nur sagt, dass du das so aufmerken, das sage ich bloß, wenn du jeden Gott schaffen, das wer wir sind, das wird schaffen wird. Das wird das sage ich. Und ich will von der zu uns sein, das braucht nicht so dort sein, because Jesus ist gekommen. Das braucht nicht so dort sein, because Jesus ist gekommen, um das umdrehen. Und das Krieg wird der nächste Vers sagt, wenn wir das wieder lesen, und ich will nicht mitmerken, zum frisch anfangen, wenn wir das lesen und frisch denken, because der nächste Vers in Vers 6 sagt, Krieg das, und ich will das mit Ihnen lesen. So, das ist der Kontrast. Und Gott hat uns gesagt, dort wird sich das dort utarbeiten in 4 Generationen, die Ungerechtigkeit oder den Fluch oder was immer wir das nennen wollen. Aber dann sagt er in Vers 6, das ist ein sehr golden Vers, was wir gleich zu lesen, und der sagt das. Gott wird nicht bloß die 4 Generationen strufen, der sagt auch, Gott blieb treuhärtig in seine Leib. Ich wollte das lesen.
und blieb treuhartig an meine Leib für düsende Generation. So Gott hat nicht bloß eine feier Generation Fluche auf jewere Menschen strufen, der also treuhartig eine düsende Generation ruf. Das sind nicht bloß Feier, das sind nicht bloß 10, das sind nicht bloß 100, das sind düsende sein gewisse Übersetzung Generation, wo wir die sehen, wo drauf kommen. Und ich will han sagen dort merken, because das ist die Versprechung, was Gott geben hat im Alten Testament all, dass bei düsende Generation, was die sehen, raufgehen. Und hier ist der Trick nu. Für wem ist dort? Was sagt der falsch? Für wem wollen die Segnungen sein? Für düsende Generation. Für die wird Gott gut sein und die wird sie nicht geboten holen, nicht so? So diese Segnung von Gott seine treuhartige Leib, das für die Jahre, wo du wollen Gott leben und wo du wollen sie nicht geboten holen. Wieviel von uns haben Gott seine geboten alle geholt? Wieviel von uns haben ein Gebot gebrochen? So, wenn wir das dort lesen, dann ist das wahr nicht für uns. So, wir sind doomed sowieso, das ist ein Lose-Lose. Because die Fluche wollen auf uns kommen, because wir schaffen gegen Gott einmal. Und die Segnung können wir auch nicht haben, because wir haben Gott seine Gebote und wir es nicht geholt. Right? Und ich weiß nicht, was ihr dort morgen, aber wenn ihr das falsch lesen, Vers 6, dann wollt ihr dort an, dort sagt, Gott wird seine treuhartige Leib ab die geben, wo du wollen Gott gut sein. Und andere wird, die wird wollen Gott leben, die wird Gott auch leben. Und ich weiß nicht, was ihr dort morgen, aber hier ist es was auf. Hier stimmt es was nicht. Weil wenn ihr nie im Testament wollen lesen, in Jesaja 3, Kapitel 4, Vers 8, dann sagt er, dass der Vater weiß seine Leib zu uns, indem dass Christus von Sterben leid, euer wie am Trei leben leiden. Als wir nach Sünder wären, als wir nicht von Gott wollen, als wir keine gerechten Dinge getan haben, Gott gibt seine Leib nur uns, oder der weiß seine Leib, indem dass Christus von Sterben leid, euer wie es wird von ihm wollen. So Gott seine Leib kommt ich und dann kommt unser Leib. Aber in diesem Fall nur, wird Gott uns bloß dann leben, wenn wir am Trei leben dann. So wir sind in Trouble. Seht ihr das? Die Bibel wird sich euch widersprechen. Okay? Was passiert ist, dass Gott weiß nur eine Zeit, wo du wird kommen, wenn das wird schaffen. Because in diesem Fall, du verstehst nur, sind wir alle gegen Gott gewesen, und keiner von uns hat die Gebote geholt. Und by the way, du hast noch keinmal, von den ersten Tag, wo die Welt hier war, was von der, du hast noch keinmal irgendwer Gott seine Geboten uns geholt. Du hast noch keinmal irgendwer durch seine Worte uns gerecht geworden für Gott, oder gewas für Gott. Keiner hat gerecht gelebt für Gott. Oder hast du wer? Oder hast du mal einmal wer? Und wir wissen, dass die Wahrheit ist, dass Jesus leid. Kein anderer, wie der Jesus, der sehen Gottes, als der hier handkommt, der wohnt Jesus, ein Mensch auf die Erde, der lebt ein perfektes Leben. Und der lebt ein gerechtes Leben für Gott. 100%. Und so Jesus ist der ganz einzige Mensch, der hier gelebt hat, wer das tut. Der lebt ein gerechtes Leben für Gott und der lebt Gott 100%, so wie wir am Sohn leben. Aber hier ist, was ich will sagen hier von dir. Jesus kommt nicht bloß zum gerecht leben, Unsinn leben. Jesus kommt nicht bloß zum Gott leben, kriegst du sagst, der Vater am Leben leid. Jesus kommt zum all die, was du würden sie glauben und Jesus sagten, auch gerecht merken für Gott. Denkt ihr uns das jeweils? Jesus kommt nicht bloß zum reichen Leben, in gerecht für Gott sein. Jesus kommt auch zum all die, was du würden glauben und Jesus sagten, auch gerecht für Gott handstellen. Und das kriegt, was die Bibel sagt. Dort jeder einer, der sie glauben und Jesus hat gesagt, der ist nicht gerecht für Gott. Das meint, dass wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir gerecht für Gott. Wir sind gerecht für Gott. Nicht wegen, was wir getan haben, nicht wegen, was wir alle Geboten geholt haben, nicht wegen, was wir immer fern gelebt haben, aber wegen, dass Jesus ein Leben hat und Jesus auf uns steht genommen, in der steht zwischen uns und Gott aus dem Zwischenhäller. Und so du und ich, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Gott seine Kinder sind, dann stehen wir ganz gerecht für Gott. Und ab der Jahren ist das Versprechen gegeben, weil das sind die Einzigen, die gerecht sind. Nicht wegen, was wir getan haben, nicht wegen, was wir gelebt haben, aber wegen, dass wir sind gerecht gemerkt für Gott. Und so das meint, dass das Versprechen wir Tausende Jahre gegeben.
Ab der Jahren, wo Jesus wurde gereich merken, und die wurden nicht bloß gereich leben, aber die wurden gereich sprechen worden für Gott. Und das Versprechen, hör ich mal her, wenn du Gott sein Kind bist, dann ist das dein Versprechen. Wenn du Gott sein Kind bist, dann ist das Versprechen für dich gibt. Nicht wegen, wo Gott du bist, aber wegen, wo Gott ist zu dir. Und das ist Gott nötig. Das ist Gott nötig, because wenn die Condition ist, dass ich soll Gott leben und ich soll gereich sein für Gott, dann wird es niemand schaffen. Aber wenn die Condition ist, dass Jesus mich wird gereich machen für Gott, dann ist das meine neue Blutlein oder meine neue, ich würde meistens sagen, meine neue Biology, an wo ich nicht leben da. Und hier ist das wunderbare Ding, wenn wir das lesen. Wenn das so ist, dass du Gott sein Kind bist, das meint, dass du bist gereich gesprochen für Gott, dann hat Gott gesagt, dass die Serien nun, die wollen für tausende Generationen, ab die Kinder in die Zukunft schaffen. Und das ist ein wunderbares Versprechen. Weil das meint, dass, wenn du, was immer in deiner Familie passiert ist, was du abuse oder was immer du passiert ist, sexuelle Sinn oder Depression oder was immer du in deiner Vergangenheit passiert ist, wenn du Gott sein Kind bist, du bist nu von der neuen Blutlein und nicht mehr von dir. Was das meint, ist, wenn Jesus dich hat mit seinem Blut reingewaschen, dann bist du nu in eine neue Familie angeboren. Und du bist nu nicht mehr dit, aber du bist dit. Du bist nicht mehr in dit kennengelernt, aber du bist nie nie kennengelernt. Du bist nicht mehr in dieser alten Familie, du bist nie in der neuen Familie. Das meint, dass du bist nicht mehr, du hast nicht mehr diese alte Blutlein zu sein, aber du bist durch Jesus in Blut gewaschen und du bist in der neuen Blutlein. Du bist in der neuen Familie. Du hast nie Vater. Und was immer dein Vater getan hat, was immer du dachtest, du wirst, und du glaubst, das, was du nicht bist, das ist nicht so, weil du hast nie einen Vater. Das ist deine Blutlinie. Das wer du bist. Und du hast nichts, was du tun, wo alle gleichen ist, dort in dein Leben zu verstehen und sein, das ist nicht so. Du bist nachher mal dit, du bist nachher mal dit, du bist nachher mal dit. Du hast so viel Depression, du hast so viel Abuse, du hast so viel sexuelle Sinn, du hast so viel all das geworden und du wirst auch dort sein, deine Kinder werden, das wird du tun gleich. Aber du bist eine neue Kreatur, das ist die Wahrheit. Du hast nie ein Futter gekriegt, das ist die Wahrheit. Und das Futter, das ist nicht ein Futter, was du hast, das ist nicht ein Futter, was du je in dir hast, das ist nicht ein Futter, das ist nicht so ein Futter, das dienen wir, was die leiten, was die verstehen, was die abusen, das ist ein anderer Futter. Dort ist, wer du und ich sind, wenn wir mit Jesus im Blut gewaschen sind. Und ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber das ist die Wahrheit. Und weißt du, was das wunderbare Ding ist von das? Wenn ich sage, dass für tausende Generationen, wo lange geht das, was das Versprechen wird alle sein? Einmal gedacht? Einmal studiert, wie viele Generationen das ist von Adam, von der ersten Mensch, der wir, aber von der 120, 26? Wie viele Generationen sind noch vorbei? Nicht, dass du noch wie viele Jahren wir eine Generation ansetzen, aber wir werden mal so eine Karte merken. Wir wollen sagen, dass jede Generation ist 20 Jahre alt. Weil es ist ein Lied, das 20 Jahre sind, dann haben ein Baby, dann sind die Kinder 20 Jahre alt, dann haben ein Baby, dann haben die Kinder 20 Jahre alt, dann haben ein Baby. So, wir werden die Generation kommen 20 Jahre merken. Das ist eine Karte geteilt. Und wenn die Welt ungefähr 6000 Jahre alt ist, weißt du, wie viele Generationen wir noch mal verlängern sind? Nach mehr als 300. Wir sind nach mehr als 300 Generationen verlängert. Und das Versprechen geht noch lang wieder. Und was Gott sagt, ist, wenn wir reich sind für Gott, nicht wegen was wir tun, aber wegen, dass Jesus wird kommen, uns reich machen für Gott, dann wird das Versprechen jährlich sein für tausende Generationen, ob die Kinder, die Großkinder, die Zukunft schaffen. Dort ist die Wahrheit. Und ich wünsche, wir würden uns lernen, das dort zu denken. Und die Ursache, warum ich das sage, ist, weil wir so viele Menschen, wird sich nicht bloß proben, besser zu leben, dass meine nächste Generation wollen, das besser haben, aber wie, das ist ein Klima, wir haben das einen Strang am Holz und je doller wir riechen, je fester Wort dort. Wir proben. Und noch schlimmer ist, dass viele Menschen dann den fünften Farge, die fokussen viel mehr auf den fünften Farge als den ersten. Weil wenn ich das weiß, dass meine Familie mit dem gekämpft hat, dann war ich auch. Und hier ist der große Trouble, was passiert, wenn du das actually glaubst, dass du mit dem kämpfen lässt, dann sogar ein Weg, dass du zurückkommst. Nu, ich weiß, dass Menschen im Alten Testament können das auch tun. Und ich probiere gleich zu sagen, dass die Alten Testamentlichen Menschen dort nicht hupning. Das ist nicht, was ich sage. Wenn ich von dem Gesetz rede, ich rede davon, dass das Gesetz wird um die Menschen wiesen, die wir in Arach
und du wie wird besser ankommen in der Zukunft. Und die Menschen, die im Alten Testament leben, die können auch all Entscheidungen machen. Aber die müssen entscheiden, ihre Kehren aufzuhaken, dass die nicht all diese generationale Dinge mitbringen in ihr Leben. Und das ist wunderbar, wenn wir das, Michael euer Jesus auf dieser Welt wäre, dann war wir das ändert, das sind Menschen, die das deuten. Einmal an Josef sein Leben gedacht, wo, ich kann diese Geschichte so gut, aber lass mich einen ganz kurzen Stück bringen, Josef seine Geschichte bekicken. Josef und seine Brüder, das waren zwei sehr verschiedene Sorten von Menschen. Okay? Der hat eine ganze Herde, nicht, wo du gleich in beide Brüder zu nennen willst, der hat eine beide Anstellung. Und der hat sich vorgenommen, und bloß hat die Weiten, der hat einen seltenen Futter. Der Bruder und Josef, der hat einen seltenen Futter, so eine seltene Blutlein. Und du, wir sind in ihr Leben, du, wir sind in ihrer Familie, aber die Brüder, die mögen das bloß immer schlimmer, und die wollen das in kleinen Jungen an Lachen schmieden, in Tod merken oder Todhunger loten. Und über dem denken so, no, wir wollen in die Leverut nehmen mit Geld von den Märkten und verkaufen die den an diese Menschen, die vorbeikommen, und dann bringen die den in Ägypten. Und in Ägypten und das ist interessant. Wir lesen die Geschichte einmal über, aber für die nächsten über 20 Jahre muss Josef sozusagen ein Sklavenleben leben in Ägypten, in Menschen gleichen den du, und dann wir Potiphar seine Früh, das ist eine ganze Geschichte, ich weiß, was passiert. So von du ging in ein Gefängnis, und das später das ging rauf mit Josef. Aber den Tag, wo die zweite von wichtigsten Person kam, nicht bloß in Ägypten, aber in der ganzen Welt. Ich will han gesagt merken. Josef hat ein Herd bei seinen Brüdern. Die kamen von der selben Blutlein. Aber die Brüder hatten sich vorgenommen, die wurden nicht entscheiden zu ändern. Josef hat sich entschieden, er würde eine Entscheidung merken, um besser zu werden. Nu, die Umstände waren alle jeden Abend, die Arzt waren alle jeden Josef. Und das ging, das sagst du, das geht drauf. Aber ein Tag, dann steht da, wo die zweite von wichtigsten Person in der ganzen Welt steht. Bloß Pharao, wie der Herrscher aus Josef von allen Menschen. Stellt euch nur vor. Nu kommen sie in beide Brüder, die am für die letzten 20 Jahre das dümmste Leben gegeben. Das wir die Brüder ihre Schuld, das Josef du wir. Nu kommen die dahin, in die Geschichte, die knien sich alle für Josef. Right? Die Herdbrüder, die kommen dahin, die knien sich für Josef. Und Josef hat die Kraft, Josef hat die Autorität, Josef hat so viel Macht, dass nu können die Brüder dort geben, was die sich verdient haben. Was wirst du tun, wenn du die Kraft und die Macht hast, um den Menschen, die die geschafft haben, oder die wir getan haben, dort tun, was die getan haben? Was wirst du zu wem tun, wenn du weißt, du hast die Kraft, um es wem so sehr zu tun, als die hatten? Was wirst du tun? Und Josef, der merkt eine Entscheidung. Weil Josef weiß, dass wenn die eine beise Entscheidung merken, dort wird nicht kein in sein Leben wollen, wohin ich was losfinden kann, oder was schwer sein zu bereden. Die Jungs haben das getan, die hatten beise Entscheidungen gemerkt, und bloß hat die weiten. Beise denken, you have beise Habits. Beise Habits, dort bekommen mit der Zeit jeden, was uns festhalten. Und so Josef, der hat die Kraft, um seine Brüder, die auf Knie stehen, von hier so, was tausaten. Und dann steht er zu tun, weil was Josef der jetzt sich auch bloß knien. Josef jetzt sich knien, und er betet zu Gott und sagt, Gott, no. Du kannst dort meistens sein, für den dort jankert, aber der nicht. Weil der merkt eine Entscheidung. Sag mal mit mir, eine Entscheidung. Der merkt eine Entscheidung, nicht die beiden Dinge wieder zu tun, was in seiner Familie sind. Die Brüder deuten nicht. Aber Josef merkt eine Choice, der merkt eine Entscheidung, dass diese Kinder nicht wollen wieder hier runterschlafen. Und der verjafte Brüder, und weißt du, was Josef auf Knie steht? Der hat Kinder auf von seiner Vergangenheit. Der hat Kinder auf von seiner Vergangenheit, dass sein Leben wird besser schaffen, als er es nicht hat. Jetzt bloß zum Überdenken. Habt ihr mal euer Tag, wo das wird gehen, und Josef seine Brüder arrestiert sind, in uns Uwes die Kinder zu schlupen bringen, die Geschichte vertellen von, wo die klein wirst? Was wirst du die Kinder vertellen, wenn die all diese beise Kinder hier die hat? Von allen Damenentscheidungen, die du gemerkt hast, von den kleinen Brüdern verkaufen, in Papa Ferlin und die Leben haben ihn abgefressen. Was wirst du die Kinder für Geschichten vertellen? Wo würdet du die Kinder Geschichten vertellen, von als du jung wirst? Stellt euch vor, wo Josef dort gegen seine Kinder Geschichten vertellen.
En hier is wat ik wil aan je zal maken. De keden wat du hier rondslappen en deze bruida, die wieren gleich, dat wir gleich biology. En ik wil aan je zal het hier. Aber dat wir angepredigt en geleerd en er denken. En wat ik damit sagen wil is dit, dat wir glauben einmal, dass die Dame Dinge, was in unserer Familie passiert sind, dat es an uns bloot. Wir glauben einmal, dass der sexuelle Sinn, was unsere Familie ist, dat es bloß in uns bloot angeboren, in die Familie hat dit und dit und dit gedaan, und so die best nu met diesen Kurs oder mit diesem Fluch geboren, dass diese Kinder sind nur an die Ohren von klein an. Und dort ist nicht so. Lass mich das jetzt sein. Dus China von uns mit dem Fluch geboren, dass die Dinge, die unsere Voreltern getan haben, wir machen die nicht tun, because die haben die getan. Nu, ich sage nicht, dass wir nicht in Sinn geboren sind, das ist nicht, was ich sehe. Aber was ich sage, ist, bloß wenn deine Eltern in Depression gelebt haben oder die haben in Negativity oder in Abuse gelebt, mein Gott, dass du nicht brauchst dein Leben, because du bist nicht mit den Kindern geboren. Und ich weiß jetzt Information, was ich interessant hier, aber ich will Hanji sagen und merken. Das ist so sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir dort weiten, dort die Kinder, in die Kinder du haben, was du weißt. Die Kinder, was du mitschlafen hast in deinem Leben, die Kinder, was die rangebunden sind, die sind nicht in deine Biology, die sind nicht in deinem Blutband, die sind 100% in dein Denken. Wenn du Gott sein Kind bist, dann ist Jesus gekommen, den Sinn zu dealen, dann ist Jesus gekommen, den Sinn zu schaffen. Und wenn du Kinder hier rundschlafen hast, dann hast du hier rundschlafen, because du denkst dort. Und lass mich dort erklären, was ich damit meine. Dort ist so, und ich kann mich, wenn ich Jahre 3 denke, als ich Jesus fand, oder als Jesus mich fand, mir raten deed, ich habe viele Stunden, in der nächsten, ich weiß noch, in der nächsten Zeit, ich habe sehr, sehr viele Stunden auf meine Knien gelegen und in Ketten aufgehakt. Von vergangenen Dingen, was ich getan habe, was meine Familie getan hat, was in meinem Leben passiert ist, was meine Familie mit sich hat. Ich habe viele Zeiten Gebet in Ketten aufgehakt, von meiner Vergangenheit. Aber ich wünsche, ich hätte dann gewusst, dass das nicht Biology wäre. Because je verkner wir glauben, dass das in die Biologie, in die Blutland ist, je schwander ist, dass diese Ketten aufzuhaken ist, und je schwander ist, dass die nicht immer waren, um die zu nehmen. So, unsere Ketten, die wir mit haben, die sind in uns Denken mitgekommen. Nun, das ist so, dass wenn deine Familie mit was gekämpft hat, dann wirst du leichter mit kämpfen. Aber das ist nicht, wenn das in deinem Blut ist, dass willst du bist du nennen gelehrt. Zum Beispiel, wenn deine Familie, wo du bist, abgewaschen, wenn das immer negativ wird, alles wird negativ und alles wird zum Grünzen, du kannst gleich einen anderen Lebensstil, du kannst gleich einen anderen Lifestyle. Du glaubst bloß, dass es das mit Leben sein. Mamas mit Grünzen und Papas mit Grünzen und Vater mit Doll sein. So, dass in dein Denken bin, dass wenn das in deine Familie geworden ist, dass du wirst du ab. Aber das ist nicht dein Biology, das ist dein Denken. Wir brauchen dort nicht wieder tun, aber wenn wir dort fertig genug denken, dann wird dann wieder activating. Was immer in unserer Familie passiert ist, wir wollen dort leichter tun, because wir denken so viel, wenn je fertig die dort denken, je fertig was die dort bloß answitchen. Und lass mich das noch einmal sein. Eure Sünde denken, dass das eure Sünde Habits oder Gewohnheiten bühen in dein Leben. Und eure Sünde Habits oder Gewohnheiten, die wollen uns mit der Zeit Ketten ranbringen, wo ich schwör kennt. Aber die Ketten ist nicht biological, das ist nicht in deinem Blutband, das ist in deinem Denkband. Wenn du bist in eine arme Familie abgewaschen, und please, hör ich, was ich was ein, ich glaube nicht, dass reiche Menschen geliefert sind von Gott nicht und alles reichen arme Menschen da nicht. Ich glaube, dass die armen Menschen, die in der Welt verfolgt wurden, das hat nichts zu tun mit der Glauben. Okay? Aber hier in der westlichen Welt, wo wir nicht verfolgt wurden, wir können schaffen, wenn du bist eine arme Familie abgewaschen und keiner hat Mut zum Schaffen und keiner hat Mut zum Geld merken und keiner hat Mut zum tätig abstehen und was merken,
Wenn du so dort abgewaschen bist und du lässt dort in den Verstand denken, dann sei Gott mählich, dass du wirst es dort leben. Wenn du die Kinder nicht wirst an die Denken aufhaken sein, das ist nicht normal, das soll nicht so sein, dann wirst du dort auch tun. Aber das ist nicht, wenn dort dein Blut ist, das ist, wenn dort dein Denken. Du hast dort gelehrt, du hast dort deine eine Kinder gemerkt. Verstehst du, was ich sage? Wenn du Abuse ist in deiner Familie, Sexual Abuse ist in deiner Familie, das meint nicht, dass du bist mit dort geboren. Aber das meint, dass du dort was schlechter tun, wenn die Kinder nicht was aufhaken. Warum? Because das wir normal für die, das wo leben in deiner Familie wir. Und je fährt du dort denkst, je fährt was die Habits bühen, und je fährt du die Habits leben, das je frohst, da waren die Kinder waren. Und so, was ich probiere zu sein, ist das. Uns Verstand ist so büter je wenig Kraftvoll, als kein anderes Ding in das Universum ist, büter Gott. Dein Denken hat so drastisch sehr viel Kraft, als nichts anderes in diesem Universum hat. Nicht mal so tun. Und was ich damit meine, ist, so tun kann nichts mit dir tun, wenn du die nicht als verlieren. Weil so tun ist all zum Teil besiegt geworden, aber was du denkst, du, because du denkst dort. Und so, wenn du dort kannst, in deinem Verstand klar haben, dass ich sage nicht, was meine Eltern sind, wenn das mitgeboren ist, aber ich tue die Dinge, was meine Eltern tun, because das mein Denken bin, und ich werde ändern, dann hast du die Kraft über. Und du brauchst gleich all diese Dinge erst tun, die kostet du dann, wo du bist, because du bist Gottes Kind. Ihr habt vielleicht alle einmal diese Geschichte hier, und das Morgen, was du bei einem Zirkus vorbeigeht. Und die sieht, wo die Tiere durch schlecht behandeln, und das Morgen jammert dort, wo sie die für Wippen und all Sachen tun, dann die Tiere sollen tun, was die sollen tun. Und die geht vorbei, und die Besitzer, wo die Training tun, und die jammert dort, because die Löwen haben die eine Klut gespannt, und die Tierkotz haben eine Klut gespannt. Aber das sind große Elefants, die haben mit einem Strang angebaut. Und die verschlugen die durch, und die dort wei, und die machen tun, was die Menschen auch haben, sollen tun. Und das Mann, die kickt, was die tun, und den merkt, dass das keine was sein. Warum wird so ein großer Elefant alles tun, was der kleine Junge will haben, und das mit so einem kleinen Strang angebaut. Und der kann sich nicht so kicken, der weiß nicht, wo das möglich ist. Wenn der Elefant wird, der würde mal gehen, der andere sieht, nehmen, nicht? Und so. Man einmal geht den Mann fragen, was der Elefant sagt, warum schafft das? Warum wird der Elefant, das große, starke Elefant, sich nicht losreden, wenn er mit so einem Strang ist angebaut? Und dann sagt der Mann zu diesem Guide, sag ich, well, der ist gleich mit diesem Strang angebaut, das ist sein Denken angebaut. Because es ein kleiner Elefant wird, dann bauen wir den mit einem kleinen Strang an, und dann müsst ihr da noch wie sehen. Und nun ist der groß geworden, und wir brauchen nachher kriegst du den Strang, und der greift das fast. Der ist gleich fast, aber das hebt an fast. Und das kriegt, was ich meine. Wenn Jesus sagt, dass es gekommen ist, um uns frei zu machen, und es gekommen ist, um uns losbringen, und wir glauben, dass wir sind noch einmal das und das und das und das und das, wie in unsere Eltern das dort getan haben, woran sind wir fast? Und ich würde gleich das zu sein von der zu die, unter deine Eltern kickst, unter die Kicks, was in deiner Vergangenheit passiert ist, unter die Kicks, nicht die Nachbarn, nicht die Menschen, die daran sind. Da mal einen Moment nehmen, um an die selbst denken. Was sind die Dinge in deinem Leben, in dein persönliches Leben, wo du glaubst, du machst dort nachher mal tun? Oder wo bist du in dein Denken versklavt oder festgebunden, und die kosten nicht von los? Was sind die Dinge, wo du denkst, und du glaubst, das ist Biology, das ist bloß mitgeboren ist? Und du wirst noch einmal so und so lange probably mit dem sein, aber das wird ausgeschult sein. Oder was sind die Dinge, wo du prüfst und du prüfst und du prüfst und du prüfst, und du kannst bloß allmählich losfahren? Was ist das Ding, was dich festhält? Wenn das so ist, dass du in Jesus geboren bist, oder dass Jesus dich in seine Familie angenommen, und du bist Gott sein Kind, warum glaubst du noch einmal, dass das wer du bist? Wenn du in eine neue Familie bist angeboren, warum glaubst du noch einmal, du bist dort, wo dein Vater wird, dort, wo deine Mama wird? Warum glaubst du, dass du noch einmal all diese Dinge tun? Und ich will nicht so überdenken für dich selbst. Was ist dort in deinem Leben, was du mitschlappen hast? Was sind die Ketten, was du mitreißt in deinem Leben, was die festhalten?
Und von der Morgens würde ich gleich in alle von uns, ich würde gleich, dass die würden abstehen. Und ich würde gleich nicht an das denken. All die von uns, was hier von der Morgens sind, und die haben Jesus in ihren Hart angenommen. Ich will haben, die sollen durch denken, dass die sind Kinder von der Nähe kennengelernt. Ich würde gleich natürlich für einen ganz kurzen Moment, wo ich die Uhr untermerken, bloß dass du besser denken kannst. Stell dir mal vor, dass das ist das Blutland, wo du geboren bist. Aber das ist das Blutland, wo Jesus dir von gesagt hat, das ist die neue Familie. Und mit dort wurde gleich natürlich die Identity, bloß wo ich klar merken, in Gott zu verdanken, dass du bist nicht mehr das, aber du bist das. Sieht ganz still für ein paar Sekunden, dann dank Gott mal für, dass du ihn von das alte Kennekrieg und das neue Kennekrieg gebracht. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, von der Morgens für, dass du bist gekommen, um uns frei zu sein. Wir danken Jesus, dass du bist gekommen, um unseren Sinn zu tun. Wir danken dir, Jesus, dass du bist gekommen, um unseren Sinn ganz weich zu waschen. In der selben Zeit unerkannt, wie wir einmal haben geglaubt, dass bloß wenn unsere Eltern nicht getan haben, was diese Sinn nach einmal für meine Generation anholen. Und wir weit aber, du bist gekommen, mit diesem Sinn dealen, mit diesem Sinn handeln. Und von der Morgens, dann gehen wir dort in deine Hänge und wir vertrauen dir, dass wir sind nie geboren. Wir vertrauen, dass du uns hast eine neue Familie angebracht. Und wenn du irgendwas in unserer Vergangenheit gewasst hast, in unserer Vater und Vorväter, was du nicht geschafft hast, wir nehmen von dir die Zeit, um die Kehren in uns Gedanken aufhalten. Wir nehmen Zeit, um das aufschneiden willst, wenn du divorced hast in unserer Familie warst, wie unerkannt und von hier wieder wird es nicht mehr sein, weil wir sind in deiner Familie. Wenn du es Depression warst, dann dort in der Vergangenheit nutzt nicht, wer wir sind. Wir haben nicht jetzt von Angst gekriegt, weil wir sind in dieser neuen Familie, wo diese neue Blutlinie ist. Und in dieser neuen Familie ist nicht mehr bloß Depression und Anxiety und Ungerechtigkeit und Negativity. Du hast uns ein Jesus gegeben von Kraft, von deiner Kraft und von einer sehr großen Liebe und von Selbstbeherrschung. Wir haben nicht ein Jesus gekriegt von Angst, aber von Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Und wir glauben dort. Nicht wegen, was wir getan haben, aber wegen, was du für uns getan hast. Und wir danken dir für die nächsten Tausende Generations. Was das Wort hat sein. Dankeschön für uns in Verstand geben, was du klar denken kannst. Und für uns ein Denken geben, was wir selbst die Kraft haben zu ändern. Und durch uns Verstand und uns Denken zu ändern, beten wir dir, dass du uns was denken halten, eben, dass wir wollen nicht diese Kehren mit uns mitschlafen lassen. Dankeschön für die Kommen aufmerken. Dankeschön für uns Friesaten. Und wenn wir wirklich frei sind, dann helfen uns auch das dort zu denken. Wenn du mit dem SWS von der Morgens, wer die nicht kennt, Jesus, ich bete, dass du was die Horten du anlehren. Und wenn du hier von der Morgens bist und du hast Jesus keinmal in den Horten angeladen, dann würde ich gleich noch von der was ganz kalt beten. Und zu Gott sagen, Gott, ich gebe mein Leben in deine Hände. Ich kann selbst nicht. Und ich weiß, ich bin nicht gut genug, um nicht zu kommen. Aber du bist gut genug, um nicht zu kommen. Und Dankeschön für meine Sinn vergeben. Ich stehe da, dass ich lange nicht alles taub habe, aber ich weiß auch, dass du bist gerecht genug, um all meine Sinn vergeben. Und ich bete, dass du wirst in mein Herz ankommen und mir was fällen. Und ich danke dir, Jesus, für das Tun. In Jesus' Namen. Amen. Uns heeft eine große Freude, die von der gewählt hast, mal uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft Maut merken, dann würden wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser jeden bist, wo Lebenszeug ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen. Also deren sind gut für alle Menschen. Wie kommen wir alle sind das Morgens Tag nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und in die Maut geben. Dann werden wir dir aber sehr einladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen.
Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht in Port sind von so einer Gruppe, dann finden uns das Nummer, was hier unten angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann wollen wir gleich natürlich subscribe auf den Klingel drücken, dass dort was die dort anwollen.